Und so sind sie 2 Tage später im Tessin angekommen. «Sind wir jetzt nicht mehr in der Schweiz?» fragt Lena. «Wieso meinst du?» möchte der Papa wissen. «Die reden da so anders. Im Wallis habe ich noch ein bisschen verstanden, aber die da reden ganz andere Wörter.» Der Papa schmunzelt und gibt Lena Schmutz auf die Backe. «Mia cara, doch, wir sind immer noch in der Schweiz, aber hier im Tessin redet man eben vor allem Italienisch.» «Italienisch», sagt Sophie ganz nachdenklich. «Da könnte sogar der Felix mitreden. Der war ja schliesslich auch schon in Italien auf einer seiner Reisen. Mamma mia, wo ist er echt auch?» Sie macht sich schon ein bisschen Sorgen, weil der Felix hat schon lange nichts mehr von sich hören. Aber Sophie muss sich keine Sorgen machen. Im Felix geht es nämlich gut. Er ist inzwischen mit dem Postauto ganz viele Kurven gefahren, bis zum kalten Reis. So sagen die Einheimischen im Rhone-Gletscher. Aber wieso reist der Felix dorthin? Er hat darum von dem Murmeltier erfahren, dass Sophie mit der Familie im Wallis in der Nähe von einem Gletscher sei. Leider hat der Felix nicht gewusst, dass es im Wallis verschiedene Gletscher gibt. Und so ist er statt zum Aletsch-Gletscher zum Rhone-Gletscher. In einem Postauto ist er die kurvige Furka-Passstrasse darauf gefahren. Nie in Europa kann man so nah an einen Gletscher herfahren wie beim Rhone-Gletscher. Der Postautochauffeur gibt ihm Felix beim Aussteigen noch einen Tipp. «Musst du unbedingt die Gletscher eisgrotten. Dort hat es einen 100 Meter langen Eistunnel. Das wird dir gefallen.» Der Felix macht das. Auf einem Holzsteg kann er etwa 100 Meter weit durch den Gletscher laufen. Es sieht wunderschön aus. Es leuchtet in den verschiedensten Blautönen. Geheimnisvoll, magisch. Der Felix ist sprachlos und denkt, schade, ist Sophie nicht da. Plötzlich verschrickt er. Jemand hat ihn von hinten gemüpft. Eine feuchte Nase. Der Felix dreht sich um und vor ihm steht ein grosser Hund. Ein Bernardiner. «Wow, wow, hast du dich da verirrt? Soll ich dich retten? Ich heisse Bori.» Es ist ein sehr lieber, hilfsbereiter Hund. Und der Felix muss keine Angst haben, im Gegenteil. Er fühlt sich vom ersten Augenblick an von dem Hund beschützt. Und er erzählt ihm Bari alles, was er bis jetzt erlebt hat. Unterdessen ist Sophie mit der Familie in Ascona am Strand. Sie badet im Lago Maggiore und geniesst die warmen Sonnenstrahlen. Sophie weiss noch gar nicht, dass für sie ein Brief vom Felix unterwegs ist und dank dem Murmeli-Express schon bald bei ihr wird sein. Wo sie vom Baden zurück ins Ferienhaus kommen, huscht plötzlich ein Murmeltier an ihnen vorbei. «Schau, dort neben den Palmen im Garten, dort liegt ein Kuvert. Und auf dem hat es einen Abdruck von einer grossen Pfote. Und es steht «Marmotta Express». Marmotta, das ist italienisch und heisst Murmeltier. Endlich wieder ein Brief vom Felix. Auf dem Kuvert steht Absender Felix und Bari. Zurzeit auf der alten Furka-Passstrasse. Das ist eine Strecke, die über einen hohen Schweizer Berg führt. 21. Juni, nicht mehr allein. An meine weltbeste Sophie.